Robin. Kali. Weini hast du für dich vom Wort Demisexualität hören? Oh, ich meine, da seine Zeit hier. Ich meine, da war ich von Anfang vom Lycée. Und da war so ein von denen Wörter, was man den Dave vom Internet irgendwo entgegenkommen ist, auch wo ich nicht damit anfangen konnte. Wie war das bei dir? Bei mir ist auch schon relativ lang hier. Ich mache ja schon seit vielen Jahren so Queerbildungsarbeit. Und da sind so Labels immer ein Teil davon gewesen, weil wir auch anhand von Labels Sachen erklären. Und war so wird schon mal gedacht, ja, okay, nee, das verstehe ich nicht gut. Ich weiß nicht, ob das mit mir zu tun hat, vielleicht nicht. Und dann habe ich so an den Dave dann von meinem Inneren los. Und du hast mal 4 geschlagen hast, dass du willst eine Episode über Demisexualität machen. War so, ja, okay, das ist ein guter Grund für deinen Gruppen zu gehen. Das Heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der neuen Episode von Maybe Sex. Du hast vielleicht schon mitgekriegt, heute schwätzen wir über Demisexualität an schon Kali live und in Farbe am Studio. Ja, yes. Der Grund für was wir hier sind, ist, weil du willst über Demisexualität schwätzen. Why? Meine Sexualität war für mich lange so ein Buch mit 7 Siegeln. Und da hatte ich mich auch rein von der Droge getraut tun. Und das hat sich recht so 6 Monate ungefähr geändert, so 6 bis 9 Monate. Auch unter anderem, weil ich die Episode zu Aromantik gemacht habe, aber durch ganz viel über die Sexualität geschwatzt habe. Und da habe ich mich dezidiert, dass ich mich wirklich mal ranfußen und darüber lesen. Und dann, zufälligerweise, wird eine von meinen Partnerpersonen mal das Buch Ace von Angela Chan gehen. Also, hey, lies das doch mal. Ich fand es mega gut und ich meine, das kann dir viel bringen. Und dann habe ich das gemacht. Und das Buch hat mir wirklich Sachen, für die ich früher nie einen Spruch hatte, für die ich keine Termen hatte. Es hat mir einen Spruch in die Hand gehen und es hat mir eine Klarität gehen, für Sachen zu unterscheiden, von denen ich wusste, dass sie da wären. Und seitdem kann ich die Sachen auch wieder fassen. Und seitdem verstehe ich mich selber viel besser und ich bin fasziniert davon. Und habe mich seitdem am Anfang die letzten 6 bis 9 Monate viel am Thema auseinandergesetzt gesagt. Wie ich so, Kali, willst du mal eine Episode abholen? Was am Anfang ein bisschen skeptisch, weil du warst Feuer und Flamme. Ich war ein bisschen skeptisch, weil, weißt du, so mit den Sachen, die ihn am Anfang zur Seite lädt und sich dann denkt, oh ja, irgendwann ein beschäftigen ich immer damit, das ist am Anfang nicht so wichtig, dass da viel Arbeit von hinter mischt. Und schon die letzten 3 die ich basically über nichts anderes nur gedurcht, weil ich probiert habe zu verstehen und nicht mehr quasi auf so einer mit theoretischer Ebene von, ich verstehe, was den Unterschied ist zwischen sexueller Unziehung und zwischen sexuellem Begehren und Erregung und so. Und bei Bayer war mir das immer relativ klar und ich habe auch Workshops darüber, über die verschiedenen Aspekte von Sexualität. Mir das dann auf sich selber umzuwenden und wirklich probieren rauszufinden, was heißt das da für mich? Ja, das ist obwohl das viel erwischt. Es sind einfach ultra on fire, weil ich gemerkt habe, wie viel er doch bringt. Und schon an einen gewissen Sinn, und das ist mega abstrakt, wir gehen noch ein bisschen mehr konkret, viel mehr Klarheit über verschiedene Sachen. Und gleichzeitig schon ich noch immer so ganz viel Frohen, was mich angeht. Und das ist irgendwie interessant, weil ich meine, ich weiß nicht, schon mal durch gestern, also, wo ich den 2. darum brüte war, da sind ich bald 30 Jahre, es ist seit 10 Jahren out and proud queer, seit über 6 Jahren Sexualpädagogin und ich kann nicht so, was für mich sexuell begehren ist. Das geht doch nicht.
Voilà, und das fand ich faszinierend. Mehr bevor man rasch dachten, soll man den Leuten am Anfang pur Low-Key-Definitionen gehen, worüber wir heute schwätzen. Ich meine, das wäre keine schlechte Idee. Yes. Worüber wir heute viel Werte schwätzen, ist Asexualität und Demisexualität. Und es wäre vielleicht nicht verkehrt, wie die Sachen in einen Kontext zu setzen. Demisexualität als eine Unterkategorie oder ein Unterspektrum vom größten Spektrum, was Asexualität ist. Kali, willst du denken, so, was Asexualität ist? Also die kürzeste Definition von Asexualität ist, dass sie keine sexuelle Unziehung, keine Sexual Attraction verspürt zu Leid. Und wie ist das mit Demisexualität? Die kürzeste Definition, die ich nur in einem Satz sagen kann, ist, es tut den nimmen Sexual Attraction, also sexuelle Unziehung zu Leid, mit denen auch ein emotional oder romantisch Beziehung hat. Oder zumindest ein Bond hat. Und da fangen wir schon an Strübeln zu kommen. Das heißt, please, help me out. Vielleicht kannst du so, was Demisexualität für dich heißt? Ich meine, für das zu erklären, muss ich für dich auf sexuelle Attraktion angehen. Froh von alle Frauen, was das da überhaupt. Für mich, was für mich Sinn ergibt, ist, ich verspüre keine sexuelle Attraktion zu Leuten, zu denen ich keine emotionale Konnexion habe. Was das für mich heißt, ist, dass Sex keine Option an meinem Kopf ist. Ich denke nur, du sagst. Es gibt die wunderschöne Analogie mit dem Kuch aus den Däften vom Internet. Und zwar, dass Sexualität oder Sex so ist wie Kuch. Du denkst nicht an Kuch. Kuch ist keine Option. Du cravest kein Kuch und du bist nicht so, oh, ich will Kuch. Aber wenn der irgendwie Kuch freiert, dann bist du so, ah ja, Kuch existiert. Und dann kannst du dezidieren, ob du Kuch willst oder nicht. Und ich habe genau dasselbe mit Sex. Wenn ich Leute, also ich sehe asexuell und demisexuell in dem Sinn, dass ich gar keine sexuelle Attraktion verspüren zu Leuten, mit denen ich keine emotionale Konnexion habe. Und auch an meine Beziehungen mit emotionalen Konnexionen sind ich auch wahnsinnig oblivious, wenn es um Sex geht. Das ist auch du, also eine Fluktuation von wie viel sexuelle Attraktion ich verspüre. Das heißt, wenn ich Leute gesehen, ich kann sie schön finden, ich kann sie cute finden, ich kann sie lieb finden, aber die Option von, ich will die Person nur knuppen, geht nicht an meinem Kopf. Und ich sehe noch, hast du wahnsinnig oblivious die ganzen Social Cues, die ganze Geschichte. Ich hatte für eine paar Wochen auf der Pride, war ich dann nur noch rausfeuern und eine Person hat mich gefragt, hey, do you want to stay the night? Und das war eine Person, mit der ich befreundet bin und mit der ich kannst du mal so ein bisschen kuscheln. Und mein Kopf war so, oh yes, nice, kuscheln, die ganze Nacht. The Cuddles. The Cuddles. Mein Kopf war wirklich, mein erster Gedanke war so, oh great, I'm getting cuddles all night long. All night long. Genau, und da habe ich eine Person, mit der ich da war, die du gegangen hast, sage ich so, oh ja, hey, die Person hat mich gefragt, ob ich heute schlafen will. Und die befreundete Person hat mich geguckt, und war so, viel Spaß. Und ich war so, hä, wie dann? Und die Person war so, Robin, come on. Und du hast mir angefallen, was für ein sozial Gelurdenheit der Satz, do you want to stay the night, am Anfang hat. Und du durch den sozialen Kontext, auch weil ich einfach weiß, dass das ein Satz ist, die Leute so, was sie nicht wollen, frohen, hey, willst du mit mir Sex haben? Mich ein bisschen mehr diskret zu sehen, wusste ich dann, okay, das ist eine Option. Aber mein echter Gedanke war nicht, oh ja, Sex. Und auch so schon die Person nie die Wege sind, recht wie dat du bis ein Thema kommst, recht wie bis von extern den das Thema Sex an mein Kopf gesagt wird, konnte ich eine Decision holen. Mir vom Salve wäre ich nicht darauf gekommen. Und das ist für mich Demisexualität. Und mit meinen Partnerpersonen, mit Leuten, mit denen ich eine emotionale Konnexion habe, schleicht sich Sex irgendwann so ran. Das heißt, dadurch, dass ich mit einer Person eventuell anfangen zu kuscheln und einfach mich wohlfühlen mit ihr und auch einfach den emotionalen Bund haben, könnt irgendwann das Dinge von, okay, Sex geht eine Option. Und ich auch ohne, dass das von extern rausgebracht wird. Mir dass ich mir denke, wie wir das, wie mit der Person Sex zu haben, will ich das nicht. Mir das finde ich aber
recht relativ rar und noch schüss mit Leuten mit denen ich die gesagt die emotionale Konnexion haben dass ich eine fremde Person von einem anderen Eck vom Club gesehen aber denke boah mit der Person will ich heute nur ein Team gehen das aus mir komplett fremd und ich kann dadurch auf einer emotionaler Basis schwer nur vollziehen also ich weiß natürlich dass es Leute gibt denen dazu geht und gut vor dem mir das aus für mich wie eine andere Galaxie wie ist das für dich? Boah, ich meine, du brauchst mal eine halbe Stunde für die Worte schwätzen, bis dass ich das gefühlt aussatzweise erklärt habe. Was mir mega viel geholfen hat, sind zwei Sachen. Einerseits Formen von Unzähhung zu unterscheiden. Das hat man schon ein bisschen an der Folge, die ich mal Joel abgeholt habe, Folge 57 zu «Ich will etwas von dir mehr wert», ein bisschen beschwert. Und das andere das zu unterscheiden zwischen Unzähhung, Begehren und Erregung. Da muss man bei über die zwei Sachen schwatzen, lo? Absolut. Ich schwenke vielleicht mit den Formen von Unzähhung oder auch Begehren, keine Ahnung, wen ich nennen soll. Aber, Types of Attraction, das heißt auch nach am Internet den Split Attraction Model, unterscheidet verschiedene Formen von Unzähhung. Das ist platonisch, sensuell, romantisch, sexuell und ästhetisch. Es gibt dann noch andere, aber ich fand viermal nicht überluden zu gehen mit quasi zu viel verschiedene Sachen. Sind die 5 gut für uns zu fangen, drüber zu schwatzen? Und platonisch Unzähhung bedeutet, dass du dich zu einer Person mega hege zu viel auf einem emotionalen Niveau mega viel Motive zu machen, vielleicht wird es einfach ganz gut Sachen erleben und so weiter. Sensual Unzähhung bedeutet, dass du Lust hast, mit einer Person zu kuscheln, die Hand zu halten, sie vielleicht auch auf den Mund zu küssen oder sonst zu küssen. Romantisch Unzähhung bedeutet das, und das kann überlappen eben, und das ist so, das, was man ja immer preach, noch hier im Podcast, dass freundschaftliche, romantische Beziehungen auch ein Spektrum sind quasi. Aber die romantische Unzähhung für mich spielt sich noch ein bisschen mehr intensiv und immer ein Gefühl von Headlessness, also ich verliere meinen Kopf so dran, dass ich so krass excited, dass es mich mehr anhält quasi wie platonische Unzähhung. Du so ein ganz kleinen Klammer, weil ich es interessant fand, vom Angela Chan hat beschreibt die großen Unterschiede zwischen platonisch und romantisch als am Anfang 2 Unterschiede. Und zwar einmal Infatuation, also das Ding, dass der am Anfang gesättigt bist mit der Person, so sie also einfach wahnsinnig groß an so schön so, du bist besiehst mit der Person, weil das kann niemand toxisch klingen, wie ob ein gewissen Art weiß schon. Ja. Und zweitens die soziale Kader von unserer Gesellschaft, das am Anfang romantisch Gefühle dadurch entstehen, durch die Decisionen, die du hältst mit einer Person. Dass du am Anfang ein gewisses Level und Kontrolle über romantische Gefühle hast, dadurch weißt du deine Beziehung mit der Person gestaltest. Ja. Und das romantische Gefühle am Anfang, das dem Angela Chang seine Theorie, die sich auf anderen Theorien aufbauen, dass sich romantische Gefühle am Anfang dadurch aufbauen, für die biologischen Dinge von mir kann und wir müssen die co-parenten, für das zu facilitieren, auch für Leute zusammenzuhalten, mit das sie am Anfang den froh für was das nicht mit deiner besten Freundin, mit der du da ganz Leben lang ultra close bist, nicht die romantische Konnexion hast, als eine bewusste Entscheidung, wie was das du da mit deinem Partner hast. Das ist eine Theorie, mich fand sehr interessant. Ich denke noch, dass all die Entscheidungen immer mit gesellschaftlichen Aspekten ja, absolut. Also da kommen wir vielleicht auch mich später drauf, das kann ich nie davon losgelöst gesehen, das ist immer irgendwie eine Interaktion. Dann könnt ästhetische Unzähhung, also zum Beispiel, wie was Leute kennen, wenn sie vielleicht einen schönen Sonnenuntergang gucken oder schön Kunst gucken oder, weiß ich nicht, ein Feature am Gesicht von einer Person so schön fanden, dass sie das die ganze Zeit wollen gucken. Und da könnt sexuelle Unzähhung, weil dadurch, dass sexuell-romantische Beziehungen an unserer Gesellschaft oft zusammen durchgehen, für viele Leute auch überlappen mit romantischen Beziehungen, nicht unbedingt. Aber gut froh aus war das Sex, also was gesinnet als Sex, also Genitalkontakt, also sich plagisch bei Nählehen, also mit den Händen irgendwelche sexy Sachen machen, anstatt schon Sex. Also ich meine, genau, was dann die Unterscheidungen, die sind nicht klar von denen aufgegrenzt und auch irgendwie ein bisschen mit denen verbunden. Aber ich habe den froh zu antworten, für ein echt quasi Antwort zu gehen.
Ich meine, das Thema war das Sex, hatten de Joel Anne schon ganz viel diskutiert. Tun wir schon seit Anfang vom Ja, Podcast. dafür hatten de immer. Joel nicht von eine Episode dem Ganzen dedikiert, das die Episode 118 Räuve, Lutschen, Himmeln, Saxonie, Penetration. Wenn ich das Thema mehr interessiert, da lauscht dann an die Episode ran. Nice. Voilà, alle probieren es so eine echt kleine Antwort zu geben, denk froh. Weil ich gemerkt habe, wenn ich die Formen von Attraktion gucke, aber wie das am Mengem Leben ist, kann ich für alles eine relativ klare Antwort geben, außer für sexuelle Beziehungen. Also schon mega viel platonische Beziehungen, wo ich denke, eigentlich mit den Leuten sind. Also wirklich so Freundinnenschaften, die ich seit 15, 15 Jahren habe und die mir mega wichtig sind und die mega intens sind, wo ich mit den Leuten an Vakanz gehe, schon noch viel queer platonische Beziehungen, also wo klar gesagt wird, mir befanden als irgendwo zwischen platonischer, romantischer Beziehung. Also sie sind schon irgendwie eine Form von Koppel auch, weil man es so gerne an das, ja, mal gesehen, dass das quasi die Stereotypformen von Freundschaft überschreit. Schon eine romantische Beziehung, wo man eine stark platonische Beziehung haben, eine stark sensuelle Beziehung, also wir kuscheln mega viel, gehen also auch Kussen auf den Mund, halten Hand, wir haben keine sexuelle Beziehung nehmen, wir haben noch ein paar Jahre nicht gewohnt. An ästhetische Unziehung, fuck, I'm a Libra, weißt du, das ist wirklich so, so ästhetisch Sachen gesehen. Ich war lo mir an, da wenn du noch das Beispiel mit dem Sonnenuntergang gehen, mir das so juicy, der enger Stunde dem Sonnenuntergang anzugucken, dass es so ein bisschen aus wie kleinen oder ganz langen Orgasmus anfangen. Und ich kann noch mega krass appreciieren, wann, weiß ich nicht, Leute interessiert sich für Fashion, einen coolen Stil hören, und dann sind sie so, oh, und dann gucken die Leute an der Straße nur, mir nicht, weil ich mir denke, so, ich will dich flach lehnen, mir weil ich sind, damn, das ist ästhetisch so juicy, I love it. Das heißt, ob die Sachen habe ich alle gut eine Antwort, und dann habe ich mir eben vorgestellt, mir war das da los sexuelle Unziehung, und du sind nicht drauf gekommen, mir war nicht die andere Formen von Unziehung nicht tun, die platonisch, romantisch, sensuell, ästhetisch, oder auch all die Sachen können sein, habe ich gar keine sexuelle Unziehung. Weil die andere Sache musste für mich erfüllt gehen, für das ich Lust tun, ja, sexy Sachen mit der Person zu machen. Voilà. Und ich dachte das schon mal so, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist es auch okay, dass all die Sachen bei mir man nicht verbunden sind. Bedeutet das, dass ich demisexuell bin, weil ich die anderen Sachen auch alle gebrauche? Bedeutet das nicht? Ich weiß es nicht, mehr so just wollen flach zu legen quasi, entre Guillemets, ohne dass ich mich mit der Person emotional verbunden spüre, dass ich das Gefühl habe, wir verstehen uns dick gut, wir haben Ähnlichkeiten, ich fand sie ästhetisch attraktiv und habe noch Lust, so mit ihr zu kaddeln, an ihre Körper anzupacken, funktioniert das für mich gar nicht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, was heißt das, lo? I don't know. Voilà. Ich meine, was du immer für mich mega interessant ist, auch in Bezug auf mich, ist so, meine Sexualität definiert nicht unbedingt meine Aktionen. An dem Sinn, dass ich gesehen das ganz ähnlich wie du. Also bei mir am Anfang die platonische Attraktion, die sensual Attraktion, sind für mich auch so Must-Haves für irgendeine sexuelle Attraktion. Aber gleichzeitig muss ich nicht unbedingt eine sexuelle Attraktion zu einer Person verspüren, für mit ihr Sex zu haben und eine gute Zeit mit ihr zu haben. Und was mir doch ganz viel beigeholfen wird, sind die Termen von Sex Positive und Sex Repulsed und Sex Neutral. Das heißt, dass am Anfang an dem ganzen Spektrum von der Asexualität die Leute eine Ausstellung zum Sex haben. Das heißt, die Leute, Sex Neutral ist einfach, das ist am Anfang egal. Du kannst so Sex, so kann, muss aber wirklich nicht. Sex averse, die Leute, die generell echt eine Negativausstellung haben zu Sex und die nicht kein Sex wollen und die so, nee, mach sie, nicht für mich. Als Sex Positive Aces sind asexuelle Menschen, die zwar keine sexuelle Attraktion verspüren, aber Sex aber enjoyen, auch beim Spektrum. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Und das hat mir auch ganz viel geholfen, für zu checken, dass ich nicht muss sexuelle Attraktion zu einer Person verspüren, für trotzdem können Spaß mit ihr zu haben und eine gute Zeit mit ihr zu haben. Also ich hatte Sex mit Leuten, zu denen ich keine sexuelle Attraktion verspürt habe, wie wir trotzdem wirklich mega flotten und spaßige Sex hatten. Und
da zu realisieren, war auch ein ziemlich großer Schritt für mich, weil ich immer so war, so, okay, meine Demisexualität, meine Asexualität, mich Sachen kompliziert, und hier und da, und den ganzen Rateschwanz, den mit denen Gefühle an hier kommen. Und für actually Sex mit Leuten zu haben, wo da am Anfang nicht wirklich eine Option war in meinem Kopf, wo ich nicht gedacht habe, ich will Sex mit dem, wie wenn Leute so waren, hey, willst du Sex mit mir? Da war ich so, ja, kann ich gerade holen. Und das waren eine gute Erfahrung. Und das tut mir so viel gehen. Und das stellt einfach die ganze Modell ein bisschen auf den Kopf. Weil ich dann mit Leuten Sex habe, zu denen ich vielleicht nicht unbedingt die Attraktionen so stark kann, dass es mich zu einer sexuellen Attraktion lädt, weil für sexuelle Attraktion brauche ich auch definitiv den platonischen, den sensual und noch zu einem gewissen Grad den ästhetischen, die ästhetische Attraktion. Aber wenn ich das einfach alles forthören, oder wenn ich das alles tun, mir lädt trotzdem nicht zu sexueller Attraktion, oder ich will nicht alles fort und ich will Sex mit Leuten, obwohl ich keine sexuelle Attraktion habe, ist das auch irgendwie so verwirrend. Mir irgendwie auch nicht. Ja. Aber das ist wirklich so Bottomline, also quasi, was sich durchzieht, die letzten 3D, weil ich sind von einem Punkt zu dem anderen kommen, nämlich den E-Punkt war so, mir am Anfang ist die Jugend kompliziert, und da sind ich immer auf den anderen Punkt gekommen von, oh mein Gott, das ist so komplex, und so ich schwanke die ganze Zeit zwischen denen zwei. Oh, same. Und schon zum Angela Chan Buch leider nicht mehr die Introduktion gelesen. Ich werde dann noch weiterlesen. Und ich finde es mega interessant fand, dass hat direkt am Anfang sieht, dass das Stereotyp von Ace-Personen, also von asexuellen Personen, die in Hut, sind Personen, die sex-repulsed sind. Also die, bei denen nicht klar ist, die wollen keine Sex und sie fanden das eklig, sie haben irgendwelche starke Reaktionen drauf. Aber Leute, die vielleicht echt sex-neutral oder sex-positiv sind, holen du wennst oft auch vielleicht gar nicht oder nicht lange Zeit nicht wahr, dass sie vielleicht keine sexuelle Attraktion haben, weil sie aber neutral oder positiv Gefühle zur Sexualität haben. Was mir geholfen hat, ist, mich so ein bisschen weiterzudenken, quasi schon ein Video geguckt, weil, also es sind noch immer nicht, ich weiß noch immer nicht, was sexuelle Unziehung wirklich ist, ehrlich gesagt. Mir hat mir geholfen, ist ein Video von Hannah Witten. Das ist eine Person, die auf YouTube so Sex-Educational Content mischt, den ich ziemlich gut fand. Und ich fand das auch nicht selber asexuell, sondern bemäht asexuell Perspektiven an Sexualität automatisch so matt zu denken, weil ich das cool fand. Und das Video heißt Sexual Arousal, Desire and Attraction, What's the Difference? Und dann war ich so, okay, thank God, now you explain to me the difference and then I will know. Das ist nicht das, was geschieht, das mich fand trotzdem hilfreich, die Informationen zu finden. Soll ich so ein bisschen zählen? Ja, absolut. Gut. Also. Es gibt Sexual Arousal, was das Erregung. Das ist eine physische Reaktion. Von etwas gucken, etwas aufpacken, etwas riechen. Das Herz schlägt mich schnell, Nippel gehen vielleicht hart, Genitalien machen vielleicht so ein bisschen fies oder steif zu gehen, Durchblutung geht darauf. Das ein Teil davon ist auch psychologisch und du hast schon ein bisschen froh, okay, was geht da an den Desire rüber. Aber das am Anfang Gefühl von I like sex. Das gibt mir gut körperliche Gefühle. Dann der zweite ist Desire, werde ich als Begehren gegen beschreiben, auf Plötzebäuisch. Es gibt auch noch ein so Libido genannt, verschiedene nennen doch Sex Drive. Da muss man eigentlich eine Episode zu machen, dass Sexualität kein Drive ist, mir wirklich nicht. Weil Damien Nagoski hat ein Buch geschrieben, Come As You Are, und Hannah Witten bezieht sich auch ganz viel auf Damien Nagoski, weil Nagoski wirklich so groundbreaking, mega cool, mega sympathisch, mega funny und mega on point Science dazu mischt und das an eine Bücher verschafft, die einfach auch cool zu lesen sind. Es wird auf jeden Fall, Sexualität ist kein Drive, so wie wenn er duscht wird, dann muss er unbedingt trinken oder wenn er schlafen muss oder wenn er essen muss, weil es stirbt kein, quasi, wenn er kein Sex hat. Und das ist quasi auch ein patriarchale Framing, weil das halt Leute dazu bringt, so, mit das ein Drive, ich muss das tun, und das ist quasi eine Excuse auch. Und es seht Leute, die vielleicht den Drive nicht tun,
weil sie entre guillemets eng low libido hun oder was auch immer, aber mit dir selbst falsch und am Anfang als Desire, also Begehren, viel und den Kontext gebunden. Für was den da tut. Und die meisten Personen mit Vulva haben nicht so viel spontaneous Desire. Da das in einem anderen Video vom Herrn Avat hat ein bisschen erklärt, ich verlinke die zwei Sachen. Und die meisten Personen mit Penis oder Männer haben viel spontaneous Desire. Das heißt, sie gesehen etwas, sie begehren dafür und da gehen sie erreicht. Aber bei vielen Personen, bei Frauen oder Personen mit Vulva ist, sie gehen erreicht und dann recht könnten Desire hey, dass sie das willst weitermachen. Voilà, basically, das ist schon wo kompliziert geht, nämlich die Narrative, die man am Kopf haben von was das Begehren überhaupt. Wir begehren das, ich will Sex haben. Ich will Lust dazu machen. Und dann geht es nach der Attraction. Und Attraction ist gezielt auf eine Person. Also du eine Zählung. Ich fühle mich von der Person sexuell angezogen, aber will mit hier, spezifisch hier, Sex haben. Also für immer auf den Frage zu antworten, habe ich mir natürlich überlegt, okay, wenn was heißt das für mich? Möchte das überhaupt Sinn? Weil ein paar Bayer möchte mega viel Sinn. Okay, körperliche Erregung, Begehren, dass ich nicht will, und dann Tunzählung, dass das mit einer spezifischen Person ist. Und dann sind wir so, okay, ich verspüre Erregung. Relativ häufig. Das bedeutet zumindest mal, dass ich nicht schlechte Gefühle dazu habe, per se. Und da sind wir so, okay, Begehren. Will ich Sex haben, wen zum Sex? Und da fängt es schon kompliziert zu gehen, weil ich denke mal, ja, wenn ich erregt bin, passiert es heinz so, dass ich Lust auf Sex habe, wenn es Sex. Wir meisten zu Sex, aber 90-95% von den Fällen als andere Gründe, für mit der Person nur zu sehen, für ihren Körper zu spüren, für die gemeinsame Erfahrung zu teilen, Sachen für etwas zu machen, was hier gut geht, Sachen, die am Anfang nicht unbedingt etwas zu machen, das Ding haben, dass ich an mir das Begehre spüre, von ich will Sex haben. Und dann ist die Frage, okay, aber wo ist die Attraction? Wenn ich das in der Grund mache, für die Person nur zu sehen, für etwas Emotionales und etwas Aufregendes mit ihr zu teilen, wir machen nicht, weil ich sexuell von ihr angezogen bin, oder sind es dann die anderen Types of Attraction? Voilà, this is where I'm at. Oh boy. Ich meine so, ich schlüssel das lo ähnlich ob, wie du das gemacht hast, und dann können wir vergleichen. Okay. Mit Arousal, da ist ja dann am Anfang die körperliche Reaktion, das Hunde kannst du randomly, und ich meine, viele Leute Hunde kannst du einfach randomly, ohne dass du wirklich Kontrolle darüber haben. Und dann, die größten Zeit sind nicht so, Körper, was müsste da lo? Und dann warten wir da einfach aus, weil dann den größten Teil von der Situation noch nicht immer wirklich magisch oder übrig ist, für das auszuleben. Und dann, it passes. So genre am Supermarché oder so. Ja, so, ich meine, bei Menschen mit Vulva ist das Männer visibel und du kannst du bis die Männer eindeutig. Ich meine, viele Menschen mit Penis können so, dass, wenn ihre Penis steif wird, irgendwann geht noch unsteif. Das geht fort. Und ich teile die Erfahrung halt ohne Penis. Und dann für mich, Desire, also das Dinge für so wirklich das mechanisch für mich, so im Sinn von, okay, ich will do die Sexualbefriedigung, aber das tut für mich meistens, nicht mal andere Leute zu denen, meistens, wenn ich Desire verspüren, also wirklich die Lust nach sexueller Befriedigung, dann musst du nicht. Auch gern, weil die meisten Menge Partnerpersonen wohnen weit fort. Und ich sitze mir schon einfach in den Zug für 3 Stunden, just hier Sex zu haben. Und fuhren darum heim, 3 Stunden. Mir einfach, weil, also sogar was mir nur Welten wohnen, ich habe Sex aus anderen Gründen. Die Gründe, die du genannt hast, wenn eine Person nur zu sehen, und schon am Anfang salte Sex, just weil ich gerade einfach die Sexualbefriedigung will. Und meistens hat das dann auch nicht wirklich etwas mit anderen Leuten zu dienen. Oder wenn es mit Leuten zu dienen hat, so Fantasie während Masturbieren, dann schießen die jetzt ausdrücken, mit gesichtslose Leute. Also natürlich sind Leute Gesicht damit, das ist nicht irgendwie das mehr so das Konzept vom Mensch, ein Konzept von, okay, für die Fantasie muss eine Person involviert sein, mit das nicht wirklich
das nicht wirklich Gesicht so, oder eine bestimmte Person, das ist einfach immer so, okay, das ist ein Mensch, but I don't care who, weil das nicht wirklich eine Person für mich in dem Moment. So. Ja, das kann ich aber, ja. Ja, und dann mit Attraktion, als ich wirklich, ich gesehen eine Person oder ich sehe bei einer Person und ich komme von mir aus selber auf die Gedanken, ich will Sex mit dir. Das heißt, das ist auch, weil ich auch immer all meine PartnerInnen so mit initiaten ist schwer für mich. Und das bringt doch du für manche Leute Probleme mit sich, weil sie sich fühlen, wie wenn ich sie nicht desiren oder wie wenn ich nicht will, mit ihnen Sex haben, weil ich nicht oft initiaten. Und ich sehe so, Leute, das hat nichts damit zu sehen. Das hat damit zu sehen, dass in meinem Kopf die Option für Sex einfach wirklich wahnsinnig Seelen abtaucht. Wenn mein Kopf die Optionen durchgeht von, was will ich machen, dann mit der Person, dann können Sex einfach wirklich wahnsinnig Seelen ab. Und reich von einer Person initiiert, sind ich so, ja, merkt Sex ist eine Option. Das heißt, und ich nicht auch mit all meinen PartnerInnen und mit allen Leuten, mit denen ich Sex habe, das heißt, das auch nicht irgendwie etwas, und mit Leuten, mit denen ich gute Sex habe, das ist nicht, was und irgendeine einzelne Person gelingt ist. Das sehe ich in dem Fall für so, das ist einfach keine Option für mich. Sexuelle Attraktion für mich ist halt ganz stark, wenn nicht eine Option ist. Ich sehe sexuell angezogen zu einer Person, wenn ich die Person gesehen und mir denke, damn, ich will Sex mit dir haben. Aus welchem Grund auch immer. Egal, ob das aus einer Platz von Desire könnt oder Arousal, was ein bisschen mehr den mechanischen Teil ist, oder von einer Platz von, dass ich einfach der Person will emotional nur sehen und auch einfach körperlich nur sehen und mit hier an der Art der Voice will connecten. Und das ist am Anfang, was für mich Demisexualität ist. Oder was meine Demisexualität ist. Aber das auch kannst du schwer für zu verstehen, war das ein intern Sexual Attraction oder war das ein extern Sexual Attraction? Natürlich kannst du hundisch auch Sexual Attraction und ich kann man nicht, beziehungsweise ich denke nur Sex mit der Person, aber ich kann nicht genau rausfinden, ob es eine sexuelle Attraktion ist oder ob ich gelehrt habe, dass ich an der Situation soll, muss, kann sexuelle Attraktion empfangen. Zum Beispiel wie bei der Frage von Do you wanna stay the night? Die Eichkehr, wie mir das geschieht ist, wie gesagt, ich war so, oh ja, nice, Cuddles. Und mittlerweile, wenn dieselbe Person mich das fragt, natürlich bringt mein Kopf zu Sex. Ich habe aber einen Lehrprozess den mir beigebracht hat, dass an den meisten Fall, wenn die Person mich das fragt, dass sie will Sex mit mir haben. Und da weiß ich dann nicht, also so, das ist am Anfang auch nicht so wichtig, weil ich habe gerne Sex mit der Person und sie gute Erfahrungen. Aber ich weiß nicht, ob ich sexuelle Attraktion für die Person verspüren oder nicht. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob wenn ich an Sex mit der Person denke, ob ich das, weil ich gelehrt habe, dass ich so sexuelle Attraktion habe, weil mir Sex mit ihnen habe, oder ob es sexuelle Attraktion ist. Mir das auch am Anfang wirklich nicht so wichtig. Ja, das ist auch der Punkt, wo auf den ich mega viel kommen so. Okay, vielleicht ist es nicht so, also bei mir, vielleicht ist es nicht so eindeutig, aber am Anfang ist es nicht so wichtig, solange es ein pleasurable Experience ist. Und das ist ein bisschen auch ein von den Faziten, die ich gemacht habe, nämlich, okay, ich merke nur, die meiste Zeit, wo ich Sex habe, sie haben nicht am Anfang kein Sexual Desire. Mehr mein Begehren ist irgendwie nicht, also romantisch, sensuell, wie auch immer. An die meiste Zeit, wo ich Sex habe, kann ich nicht genau pinpointen, ob ich eine sexuelle Attraktion zu genau der Person habe. Mehr schon eine andere Form von Attraktion. Und dann ist es ja am Anfang egal, weil wenn eine Form von Begehren auf von Attraktion gibt an dem Moment an net eng schöne Situation mit der Person ist und ich gerade enjoy Sex zu haben, also dir am Anfang egal, weil Pleasure ist mehr wichtig wie den Desire, weil wir in unserer Gesellschaft, und das hat natürlich mit Kapitalismus zu tun, so fokussiert darauf sind, etwas wollen zu müssen. You have to desire it. Weil natürlich, wenn du nicht willst, da kannst du auch nicht konsumieren, kannst du nicht kaufen. Aber wenn der Fokus shift quasi auf Pleasure und das ist für jeden eine schöne Experience ist, verändert das so ein bisschen Sachen einfach. Und
Ja, ich schon auch immer, also, ich muss so, wenn ich höre, wie du von Dingen, die mit Sexualität schwätzt, sind echt viele Sachen, wo ich mir denke, so, ja, so geht es mir selbst. Und dann gehen aber auch Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist bei mir auch nicht. Und du hast natürlich auch froh, ob ich das gelehrt oder ist das einfach an mir auch nicht, weil für mich schon Sex eine Option ist. Und dann ist natürlich froh, okay, also weil ich gelehrt habe, dass Sex einfach eine Option ist, weil das nicht, wie du siehst, ich weiß nicht, dass korrekt nicht existiert, bis das immer guckt. Nee, ich weiß die ganze Zeit, dass korrekt existiert. Und es ist in der ganzen Zeit mit der Frau konfrontiert, Kuch oder nicht. So, also für mich verschwindet das nie so. Mit das immer eine Frau, die irgendwie mit da ist. Und dann hast du okay, mir heißt das quasi, dass ich sexuelle Attraktion verspüren oder heißt das etwas anderes? Aber wie finde ich das raus? Ja, und ich meine, Demisexualität ist ein Subspektrum vom Spektrum von der Asexualität. Mit das ist auch noch immer ein Spektrum. Und meine demisexuelle Experienz ist wahrscheinlich fundamental anders wie die von anderen demisexuellen Leuten. Und vielleicht bist du selber wie die von noch anderen demisexuellen Leuten. Und ich meine, wenn wir auf Diskussion von Labels kommen, für was die Labels wichtig oder für was ist mir die Label wichtig? Die Label ist mir nicht wichtig, also das ist kein Label, den ich die unbedingt zu nur Bausen drohen, wie meine anderen Labels, dass ich queer bin und dass ich non-binary und inter bin. Mit diesem Label, der mir immens viel geholfen hat, für mich selber zu verstehen. Und für meine Sexualität zu verstehen, die mir jahrelang noch viel Kopfzerbrechen berät hat, auch für eine bessere Relation zu meiner Sexualität zu haben. Und das heißt auch, dass es mir ermöglicht hat, für bessere Konversationen mit meinen Partnerpersonen über Sex zu haben und meine Sexualität, weil ich natürlich verstanden habe, dass Sex einfach oft keine Option an meinem Körper ist und du wennst nicht wirklich viel initiierte mit Leuten. Und ich natürlich, mein PartnerInnen waren gekrankt und Leute waren unsicher, waren so viel was, will Robin kein Sex mit mir haben. Ich fühle mich nicht desired oder ich schon mal mega viel Druck gemacht, weil ich muss nur irgendwie mit einem System abkommen, dass ich Sex initiieren. Für Menge PartnerInnen nicht zu kränken. Und seitdem ich das heute verstanden habe, kann ich so viel mit Labor damit umgehen und ich einfach so, hey, es tut nichts mit dir zu tun. Ich bin die, wie man sich verrangem. Und ich habe wahnsinnig gerne Sex mit dir, aber ich denke nicht dran. Und das ist einfach so, wie mein Kopf gewired ist. Und das hat wahnsinnig viel Druck aus manchen Beziehungen geholt und aus sexuellen Experienzen. Und dafür hat die Label einen wahnsinnig großen Wert für mich, weil immer so viel geholfen wird. Und gerade auch mit denen, gerade an Addition mit denen anderen Labels, wie zum Beispiel Sex Positivity oder Sex Negativity oder Sex Repulsive, das hat mir so viel geholfen, weil zum Beispiel die Labeln immens fluid sind für mich. Du hast nicht immense Phasen. Mir ist sind aber immer demi- und asexuell. Egal wie meine Ausstellung zu Sex sich gerade ändert, wenn es andere Faktoren. Das ist schön. Ich habe natürlich auch über Labels nur gedurcht, was drin sind, für sie zu holen oder auch nicht zu holen. Und den Dingen und Labels ist ja, dass das Label immer das bedeutet, was es für ihr selber bedeutet. Und ich zum Beispiel benutze das Label lesbisch für mich, obwohl ich seit immer schon Beziehungen mit Frauen und nicht-binäre Personen habe und das nicht die klassische Definition ist. Mir weil es wichtig ist für mich, und die Geschichten zu knappen, die in dem Begriff mit dran ist, und auch dem Stigma entgegenzugehen, den auf dem Begriff mit dran ist. Auch für mich nicht viel mussten zu erklären, weil die meisten Leute den Begriff kennen, also das wird für mich der gut funktioniert. Und auch weil es wichtig fand zu sagen, okay, lesbisch geht nicht die eigene Definition. Es geht nicht binär Lesben, es geht Lesben, die mit nicht-binäre Personen an Männer Sex haben oder Beziehungen haben. Und das ist alles okay, quasi, wenn nicht den Begriff ist, den sich für ihr selber stimmig auffühlt. Ich meine, gerade sind ich an einem Prozess rauszufinden, welches Label fühlt sich für mich stimmig und quasi ob einem Ace oder auch Allo-Ace-Spektrum. Allo bedeutet, als quasi die andere Seite von asexual, also von den auf der einen Seite Ace wird. Wir sind für Sexualität, Allo ist yes. Du wir sind für Sexualität. Und letzten Endes ist mir das Label gar nicht so wichtig. Aber ich meine, was ich mir wünschen, also das Gefühl von schon etwas für mich selber gut genug angeordnet, dass sich etwas stimmig fühlt.
Und ich meine, da das, du wo ich mich gerade noch befanden, rest du von der Welt viel zu stimmen schon für was, für mich. Und ich denke, das geht auch viel nimmer, wenn den Nullerstoff, was die Experience von anderen Leuten sind, so vergleicht, guckt, was fand ich mich daran erinnern, was nicht und so. Ja, Labels können wahnsinnig viel Selbstermächtigung mitbringen. Und andererseits sind ich auch ganz so genervt von mir selber, dass ich die Label benutze, weil ich oft bemerke, dass Leute mich dann an den Rang stierchen. So am Sinn von eine Person, mit der ich mehrere Sex hat, hat nur dem man nicht Sex hat, und man gesagt, ich störe du wirst Demi und du hast nicht mehr eine Beziehung Sex. Und ich sehe so, oh boy, okay, ich klappe den Koffer an meinem Kopf ab und mir fängt gelohnt mit der Education. So, das ist natürlich, das ist von den 4 Hoteler, die ein bisschen Männer schurt riecht, mir tut mich ja trotzdem genervt an dem Moment, weil ich realisiert habe, so, okay, vielleicht habe ich auch mega viele potenziell guten sexuellen Erfahrungen ich nicht gemacht, weil Leute gedacht, oh ja, Robin ist sowieso die Person, die nimmt eine Beziehung gesagt hat, auch dass Leute mal viel Gehalt haben, dass ich keiner Slut-Shamen damit, an dem ich mich am Anfang so elevieren, am Sinn von, ja, du knupst mit allem und ich schüsse mit Leuten, mit denen ich eine Konnexion habe, was doch gut nicht der Fall ist. So, wie gesagt, ich kann auch Sex haben mit Leuten, mit denen ich nicht eine emotionale Bindung habe, lohnbedingt. Und so, ich kann mich auch selber Slut-Shamen, während ich mich als demisexuell identifiziere. Aber ja, so das heißt, meine Beziehung auch zum Label, das hast du, als größten ist gut, mir hast du nervt mich auch ein bisschen, einfach weil der Label dich einfach immer an eine Box stößt. Und die Box ist halt nur just so groß, wie sie an den Kopf von den Leuten ist. Und das nervt, weil wahnsinnig viel falsch Conceptions von Asexualität und Demisexualität an der Welt in der Wesen und auch an der asexuellen Communität gibt die Demisexualität als so ein Special Snowflake gesehen. Ja. Und dann ist einfach nervig, auch schön. So. Ja. Weil, ja, das ist ein Label, was vieles bringen kann. Ich denke, so Stereotypen auf 4 Uhr gehen bei allen Labels, oder? Ja. Ich meine, du kannst auch gar nicht raus vielleicht. Da tun die Etiketten so unsicher vielleicht auch. Ja, ich meine. Ja, und auch mit dem an ein Köststierchen. Also ein Teil von mir denkt doch, okay, mir was heißt das, wenn ich mich zum Beispiel als demisexuell oder auch als großsexuell, also grey sexuell, also irgendwo in dem Gro-Bereich zwischen asexuell und allosexuell, wenn ich mal da ein Label gebe, was heißt das für mich? Geht es auch darum, vielleicht verschiedene Normen abzuweisen? Und ich fand den Queer-Labeln, was sie auch machen, ist halt quasi abzuweisen, dass Sachen, die man sonst als normal und nicht normal gesehen, vielleicht gar nicht so an der Andelung sind. Also zum Beispiel, dass man davon ausgehen, dass alle Leute sexuell Unziehung oder sexuell Begehren haben. Oder auch, dass man davon ausgehen, dass es normal ist, also eine Norm ist, dass ein romantisch asexuell Begehren immer modernen empfindet. Und dann denke ich mir, okay, also es ist mir wichtig, mal das Label zu gehen, für darauf hinzuweisen, dass die Norm gibt und das vielleicht nicht unbedingt stimmt. Oder ist es mir vielleicht gerade wichtig, mal nicht ein grey sexual oder demisexuelle Label zu gehen, für zu so, das sind immer normal für Stellungen quasi, und es gibt so viel mehr, weil auch Leute, die sich als allosexuell bezeichnen, gehen da ja alle unterschiedliche Definitionen, was für sie sexuelle Attraktion oder sexuell Begehren heißt. Ja, absolut. Und ich meine, was mir da auch mega viel geholfen wird, ist, dass mein Label für meine Sexualität nicht mein Verhalten definiert. Oder nicht unbedingt. An dem Sinn, dass, wie gesagt, ich verspüre keine sexuelle Attraktion zu Leuten, die ich kaum kenne. Ich kann trotzdem Sex mit ihnen haben. Genauso wenig wie Lesben normalerweise keine sexuelle Attraktion vis-à-vis von Männern empfinden, aber sie können trotzdem Sex mit ihnen haben. Und das eventuell sogar nicht so schlecht finden. Das hängt von der Lesbe ab. Auf vom Mann für einen. Auf vom Mann, oh ja. Aber just jetzt so. Und ich meine, das ist auch etwas, wo
mit dem Label Demisexualität auch viel mit meinem Trauma geholfen wird. Für herauszufinden, okay, sind ich weh, weil ich viel Trauma habe. Ich habe zum Beispiel die Präferenz für mit Leuten Sex zu haben, mit denen ich eine Dave-Bindung habe und eine Dave-Beziehung habe, einfach weil ich viel Trauma habe und ein großes Vertrauen brauche normalerweise und etc. etc. Das heißt, mein Verhalten wird viel von meinem Trauma beeinflusst bis heute. Mein Trauma hat aber nicht meine Sexualität beeinflusst, denke ich. Und das ist aber auch so eine Sache, so, das ist auch so eben in den Klischeen, asexuelle Leute werden all traumatisiert. Und es gibt Forschung darüber. Mit Forschung ist leider ein bisschen inconclusive. Das heißt, es gibt eine starke Korrelation zwischen asexuellen Menschen und Trauma, aber nicht unbedingt eine Kausalbeziehung. Das heißt, ich weiß nicht, ob Trauma Asexualität begünstigt oder auslässt. Und ich kann doch auch asexuelle Menschen, die für sich selber so, dass sie kein sexuellen Trauma haben, zu schon. Und für mich persönlich, so mein Verhalten, wie ich meine Sexualität lebe, äußert sich echt an den Termen so sex-positive bis sex-repulsed, an dem Spektrum. Die tanzt du Hunde auch, schon noch Phase, wo ich kein Sex will, wo ich mega sex-repulsed bin, weil es mir gerade nicht gut geht oder weil ich gerade mit meinem Trauma, da drin mich mega groß aus oder wo ich auch bestimmte Leute einfach gerade sind so, don't. Oder auch einfach generell, wie ich meine Premiere gemacht und hatte ich ein Jahr lang kein Sex, einfach weil ich so viel Druck und so viel Stress hatte, dass ich nicht daran denken konnte. Und sogar, wenn immer die Idee an den Kopf gesagt hat, weißt du, ich habe gerade keine Kapazität frei, für mich so fallen zu lassen. Mir das ist mein Verhalten und das andere nicht daran, dass ich einfach keine sexuelle oder kaum sexuelle Attraktion für Leute spüre. Generally. Das ist mega interessant, dass du das siehst, weil das ist auch eine Frage, die ich mal hier abgeschrieben habe. Is it trauma or is it sexual attraction? Ich meine ähnliche Erfahrungen wie du. Also wenn ich merke, dass es irgendwie mit traumatischen oder unguten Erfahrungen zu tun hat, die ich am Bereich für Sexualität gemacht habe, dann höre ich auch echt so die Sex Repulsion. Also ich will gerade Sex und ich will nicht, und ich weiß auch für was, nämlich weil gerade die Erinnerungen an Gefühle an mir dran sind und ich das nicht packen. Also das ist so ganz, ganz, ganz stark Gefühl. Ja. Aber wenn ich quasi echt so sexneutral sind oder auch vielleicht so sexpositiv gegenüber gestaltet sind, bleibt dann aber immer noch für mich froh. Also weil bei meiner Sexualität gerade der Stress du hast, wie du zum Beispiel gesagt hast, was liest Amelie Nagoski kommt ja, das wunderbar hat so ein Modell mit Sexual Breaks und Sexual Accelerators, also wie beim Auto. Und schon relativ stark Sexual Breaks, wenn ich Stress habe zum Beispiel, und irgendetwas anderes denken, gerade nicht 100% alles passt, dann merke ich, okay, ich stehe gerade auf meiner Sexual Break. Und du weißt, funktioniert das nicht, dass ich mal locker 4 Stelle Sex zu haben. Und dann sind ich so, okay, mir ist das der Regung oder ist das wirklich die Attraction? Also ich fand verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Trauma lassen sich relativ gut raussiften, aber wenn es dann an den Bereich rübergeht von Unziehung oder Begehren, geht es vielfältig. To say the least. To say the least. Das ist ein mega komplexes Thema. Gerade weil alle sich an den Nefer knurrt das an allein schon mein Komplex PTSD, die so verwurrelt ist mit Sexualität. Also einfach ein Ball, wo ich nicht weiß, ob ich jemals den Knurrt rauskriege, die riesige Wurrel. Aber vielleicht muss ich da doch gar nicht. Nee. Und für den Moment weiß ich, dass ich an den letzten 6 Monaten viele Realisationen hatte, die mir gut getan haben und meine Sexualität im Großen und Ganzen besser verstehen und man frustriert sich mit mir selber. Das ist wirklich das, was mir am meisten geholfen hat, dass ich mein Leben mit mir sehen und auch einfach mit meinen Partnerpersonen, mit den Leuten, mit denen ich Sex habe, kann kommunizieren, hey, das hier ist gerade was los ist und ich schon einen Spruch auf jeder, mit denen ich keine Frustration aufbauen. Und das hat einfach so viel getan. Ich fand, dass sie schön Schluss wieder, weil letzten Endes geht es nicht darum, wie genau das mit so einem Spruch könnt, für drüber zu schwatzen. An sich man hat schon zu gehen. Ja. Das ist etwas, weil das meine ich etwas, was eine Erfahrung ist, die ganz viele Leute machen mit der
sogenannte compulsory sexuality, also dass du soll Sex hun an ein gut Sexualität ist, wenn es 3-mal die Woche ist und nicht mehr und nicht Männer an so an dass du viel Druck einfach aufgebaut wird, wenn ihr versteht, dass dem nicht so ist, aber ihr noch versteht, wie es einem selber geht. Ja, ich meine, als Schlusswort gebe ich mal das Kapitel Compulsory Sexuality von Angela Chan im Buch zu lesen, ganz gut den Artikel. Wir werden euch all die Ressourcen an Bücher natürlich an die Shownotes verlinken. Und ich meine, du kannst eine Rubrik vom Eli, also bleibt dran. Yes, viel Spaß. Pass auf euch auf und bis in 2 Wochen. Bis geschwind. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to Aftercare. Et könnt oft Appes für Sex, egal ob das Flirten, Rummachen, zusammen essen, tanzen oder einfach Liebe leben ist. Dann könnte Sex. Den dauert vielleicht bis Personen keine Lust mehr haben, mit Sinn, kommen Sinn oder aufgemacht haben, Ölo abzuhalen. Aber was könnt nun Sex? Im Aftercare, also die Momente, die ihr nun Sex zusammen verbringt, geht es an dieser Rubrik. Aftercare könnt aus dem Englischen und heißt übersetzt sich kümmern. Es ist der Moment, wo ihr im Ruf könnt, zu sich findet, zu einer anderen Person findet und wo ihr sich Zeit hält, den Sex, den ihr gerade erlebt habt, zu verschaffen. Wobei Aftercare nur all sexuellem Kontakt wichtig ist, könnt das Konzept aus der BDSM ziehen. Nur dem in eng BDSM-10 praktiziert wird, die je nachdem wie intensiv war, hilft Aftercare aus den dominanten und submissiven Rollen herauszukommen und in mehr gleichgestalteten Kontakt mit denen herzustellen. Wer sich sich an oder anderer um Sex kümmert, kann ganz verschieden sein und hängt davon ab, was ihn an dem Moment braucht oder will. Ganz oft als Körperkontakt erwünscht. Diese kann in Form von einer Umarmung oder Kuscheln sein oder indem sie in einem Hand hält. Auch Lächeln, neben den Leihen, in Himmeln oder mit den Hoher spielen kann eine Form von Aftercare sein. Kussen auf die Stirn sind auch oft erwünscht. An einer Decke kann helfen, sich wohlzufühlen. Wenn beim Sex Körperflüssigkeiten rauskommen sind, an den hilft die abzuputzen oder wäsch zu machen, ist das eine Form von Aftercare. Auch kleine Wonnen oder Blutplätze pflegen ist Teil davon. Das kann ihn zum Beispiel machen, indem sie ein Tuch oder Eis auf den Platz lädt, der wehtut. Falls stark Emotionen aufkommen, ist ein Teil von der Aftercare, die Person zu trösten und zu beruhigen und generell auch der Gefühle einen Platz zu geben. Wenn es einem nur schwätzen ist das auch ein guter Moment. Hier ist es egal, ob ihn über den Sex schwätzt oder eine Geschichte erzählt, etwas vorliest oder eine Anekdote erzählt. Nur mehr intensive Momente ist es verschiedene Leute wichtig, nicht allein zu sehen. Aftercare heißt dann auch, die Person mit auf die Toilette zu begleiten oder zusammen zu duschen, bei ihnen zu schlafen und eine Aktivität zu zweit zu machen. Das kann zusammen kochen oder auf ein Date gehen sein. Auch kleine Aufmerksamkeiten, wie Wasser sicher gehen oder der Person Schokolade oder Obst zu federn, können Teil von der Aftercare sein. Auch Lob an andere Affirmationen können gut tun. Das kann auch ein guter Moment sein, sich Feedback zu freuen. Was war gut, was war vielleicht mehr unangenehm. Hier geht es darum, aus der Erfahrung zu lernen, an dem sie Sachen teilt. Das können dann an die nächsten sexuellen Interaktionen auflesen, also geht der Sex von Kehr zu Kehr besser. Aftercare ist also ein Moment, wo ihn nur der Aufregung und der Erregung rauffahren kann. Es ist ein Moment, um zu ihnen zu fahren und zusammen raufzukommen. Und du? Was brauchst du um Sex?
Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Iwer Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mat finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. Ammer freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. De Ministère für Education, Kanner a Jugend an den CESAS ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf. Me hat mal geholle fort aus ein Video vom Hannah Whitting. Was? Moment, ich muss ja nur gucken, damit ich sein Nummer richtig aussprechen, das ist ja peinlich. Mit Arousal, das heißt, das ist ja dann die körperliche Reaktion vom Körper. Ja, die körperliche Reaktion.